Guten Morgen. Muy bien, wir sind an unserer dritten Lektion von Vergebung. Von der aus dann wo das dann spannend wird, ich sage, im Sinne von Vergebung zwischen Menschen. So, wir haben uns in unserer ersten Klasse bekickt, dass Gott ist von der Tür aus vergebend und wir haben vielleicht Gott sein Vorbild nur zu tun. In unserer zweiten Klasse haben wir uns die Frau gefragt, wo schafft Gott seine Vergebung? Und dann haben wir uns den Unterschied klargestellt, dass Gott ist gerecht und vergeben zugleich Gott seine Gerechtigkeit nahm Jesus ab sich, dass wir Gnade erlangen. Von daher, weil wir unsere dritte Klasse über Vergebung nennen, aber ich will hier so dann von der uns das Model abschreiben. Also Gott ist unbedingt über alles. Und Vergebung ist nötig, wenn Gott heilig ist und Menschen sich versündigt haben. Also das Bild, was wir haben von Vergebung, ist Gott Mensch. Und damit der Mensch kann diese Relation frisch abfixen zwischen Gott und Mensch, was braucht das dazu? Vergebung. So gut. Vergebung hat dann zwei Ingredienten. Was sind das? Ein Opfer, okay. So von ungefähr. Gnade, das stimmt. Und das ist Gott sein Angebot, Gnade, und von dem Menschen sieht, was fehlt dann. Zu Frauen, zu stehen, dass uns Gnade fehlt. Also, dort nennen wir Buße. Du kannst keine Vergebung zwischen Gott und Mensch passieren, und dort ein Sünder zusteht, dessen Sünder. Okay, so, ich teile 4 Klasse mit jemandem, oder so haben mir in WhatsApp geschrieben und gesagt, wenn Gott ein vergebender Gott ist, sind dann alle Menschen im Himmel. Nein, die sind nicht. Wenn du sagst, so viele Menschen, die nicht tauschen, dass deren Vergebung fehlt. So, die Grundlehre von Vergebung ist, Gott gibt Gnade und der wer tauscht, dass deren Vergebung fehlt. Und du hast die Geschichte von dem verlorenen Sohn, ein gutes Beispiel, wenn der Junge, der startet in Schweinshaken, was fällt dem bei? Ich sehe ihn so, da mit Leo und bei Papa, ja, das scheint. Und dann rennt er in den Höchsten und sagt der Vater, verjag mich, kann ich wenigstens Arbeiter sein. Das die Grundlehre von Vergebung ist, ich stehe dazu, dass mir zu vergeben fehlt. Dann fangen wir dann an mit unserer interessanten Relation, dass Menschen, die haben noch Nubasch, nicht? In Vergebung zwischen Menschen ist dann nur unsere Meinung nur einmal deshalb. Okay? So, wenn zu vergeben fehlt, dann checken wir einmal bloß krack so hoch, als wir selbst sind. Nicht? Also Mensch zu Mensch. Das erste Ding, was wir von der uns wollen betrachten, ist, dass wenn ich und du, ich werde das hier mal mit David handschreiben, ich und du, wenn wir einen Trouble haben, was du fehlt zu vergeben, dann müssen wir das erste Ding weiten, dass das Trouble oder dieser Sinn, was hier zwischen uns gekrochen ist, wo ist dort ein größerer Trouble als zwischen uns? Bei Gott. Okay? So Sinn zwischen zwei Menschen ist immer bei Gott an der Schlimmere steht. Das ist für mich ein Ding, wo ich noch mal so wenig mal habe, als wir hier von reden. Also, wenn Sinn zwischen Menschen passiert, ich möchte das mal extrem nehmen, wenn ein Mann ein nacktes Kind nicht hochlädt im sexuellen Bereich, der Sinn ist so schlimm wie das Kind. Aber der Sinn ist noch viel schlimmer wie uns himmlischen Vater. Und das ist ein Ding, wo wir so viel nicht andenken. Dass diese Vergebung Mensch zu Mensch
haft den Ursprung an, dat de zin als bij God de trubbel. Bij God als verdammnis ongesagt, wann Sinn passiert. Daher als die Vergebung zwischen Menschen so auf Spanisch sei wie transzendental. Also dort geht noch viel wieder als bloß dat eigentlich uns wel lieben kann, dort haben wir Radung zu tun. Und dort, wo Vergebung dann für so oft geschehen wird. Wir wollen zum Anfang nur Kolosser Kapitel 3, Vers 13 gehen. Und dann wollen wir uns so den Unterschied bechecken zwischen Sinn und zwischen uns um sich verdrehen. Sag mal als Beispiel, bloß mal ein Ding nicht vertellen, was mir passiert. Also, wir sind eigentlich gleich nur Beute vor mit einem Jeep. Und wir haben dann Taufwerken der Erfahrung, da waren wir beim Anladen, dann verdurften wir uns den ganzen Tag mit sich nicht vielen Tagen reiten mehr. Dann kommen die nur an, dann haben die Motorcycles 2 Reifen und der Trieb fehlt noch am zu tüschen. Dann steht da wie Klaktieren losfahren, dann sind wir vielleicht halb 12 reiten vor. Und erst wenn man regt und nicht weit genug, um sich 4 Tage reiten mehr. Das ist nicht Sinn, um man bloß verdreht. Und wenn meine Sorte verdrehen ist, dann lade ich den nächsten Mal nicht an, wenn die mir nicht hier sind und den Tag verdrehen. Also das ist nicht Vergebung. Da meint bloß, wir waren fertig. Ich will mich nicht meine Relation mit die zwei merken, wenn du die Dinge unterstehst. Da meint an Teil Hinsichten haben bloß, oh, chill, wir waren all fertig geworden und auch was schaffen. So, Kolosser 3, 13, wer will du lesen? Verdreht einer den anderen und verjagt ihn den anderen, wann wer eine Klau gegen den anderen hat, so aus der Herr verjagt hat, so macht die auch vergeben. Sehr gut. So, das ich verstehe, Kolosser Kapitel 3, der redet von der Relation an der Gemeinde. Und dann hast du ein Denkwort, die plottische Bibel, ich glaube, so fein, was sagt, der sagt, verdreht wird. Da meint, wo fertig mit den Menschen, mit wem du taub bist, und das hat hier nichts mit Sinn, Tauda zu tun, das ich das verstehe, das hat bloß zu tun mit, du setzt das anders gesagt, wir wollen nur ein Fan fertig kommen. Wir haben dasselbe Gedei in Epheser Kapitel 4, das ist auch in den Kontext von einer Kirche. So, wer will du so Epheser 4, Vers 2 lesen? Seid bescheiden, freundlich und geduldig. Habt so viel Leid, dass ihr ihn ohne verdreht. Sehr gut. So, du raubt uns so weiter ab verdrehen. Das meint, was fertig mit jenen Mitchristen. Und das ist ganz unbedingt nicht an diese Kategorie. Okay? Das meint bloß, wir sind verschieden, wir checken uns und denken verschieden an, das ist okay, wir wollen danach nun denselben Himmel. So, wir wollen erwähnen, das bloß zum neuen Teil. Ein ist, wir verdrehen uns und das andere ist Vergebung. Das sind zwei sehr verschiedene Konzepte. Dann aber, weil wir nur den Text gehen, wo einmal gebraucht wird, wann Vergebung abgeraubt wird, und das ist Matthäus Kapitel 6, und das ist unser Vater, Gebet. Matthäus Kapitel 6, und du willst wir lesen vom Vers 12 bis 15. Matthäus 6, vom Vers 12 bis 15. Verjaf uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Bring uns nicht an Versicherung, aber bewahr uns vor dem Bösen, willst die hier dort Reck in der Kraft, in der Herrlichkeit, für immer und immer. Amen. Wann die Menschen dort vergeben, wann die sich gegen jün versündigen, wird jün himmlischer Vater jün auch vergeben. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird jün Vater jüne Sünden auch nicht vergeben. Sehr gut. So, das ist, nach meiner Meinung, nur der Text, wo alle Mann handelt, wann von Vergebung geredet wird.
Dann ist was Schlechtes passiert, du hast Sinn aus auf den Dach gekommen, Menschen haben was so weit gegen die getan, und dann wird abgedreckt, du musst vergeben. Du musst vergeben, du musst vergeben. Und dann fing ich mich selbst an, dass ich so am Makel gelehrt, wie du sollst nu Sinn vergeben, und du hast aber bloß die Seed von dieser Geschichte erwähnt. Und das ist ein Ding, was man uns Christen extrem so passiert, das wird so schlecht passiert. Und Kind hat scheinbar viel weiter von Tschüss mitgekriegt. Und dann bekehrt die sich und dann hocken die Menschen in den Schweigen und dann sagen die, du musst deine Mama vergeben. Und die Mama ist ein weißes Lüder. Und die sagen da oben, du musst, du musst, du musst. Und dann drücken die noch extra so ab und du nicht warst, dann war Gott dir nicht vergeben. Und ich finde, das ist eine so schlechte Uitlei von den Text. Wegen Vergebung habe ich über dem nicht angelegt. Wir wollten dort Muster von Gott, Mensch, und dort, dort Gott und Mensch Versöhnung erleben, braucht er zwei Dinge. Dort braucht Jesus sein Opfer, wenn wir selbst sind nicht gut genug. Und dann braucht er aber Tote stehen, dort ich seinen Sinn und mir fehlt so neidig Vergebung. Tim diese Lehre oder diese Seed von Vergebung besser verstehen oder vollkommener verstehen, weil wir uns nur Matthäus Kapitel 18 drehen. Und ich finde, dass Matthäus Brief für sich als Jesus sein Rezept für Vergebung. Und wenn wir Matthäus ganz durchlesen, und jedes Mal Sinn und Vergebung uns so mit aufmerksam horchen, dann leben wir durch ein Leid. So, Matthäus 18, und du fängst im Vers 15 an, du sagst, wenn dein Bruder sich gegen dich versündigt. Das erste Ding, was wir wollen, ist jetzt nicht ein Rezept von Verdrächtigkeit untereinander. Das ist nicht an der Kategorie. Das hat hier ganz gleich mit Sinn zu tun. Wenn dein Bruder sich gegen dich versündigt, so das hat hier so dann bloß an Tags ut mit Sinn zu tun. Ein Mensch und ein Mensch. Die haben durch einen Sinn zwischengekrochen. Dann habe ich hier das Rezept von 1, 2 und 3 und das kennen wir über dem all. So, wenn ich würde fragen, was soll denn dann nicht alles tun, wenn er sich versündigt hat? Weißt du auswendig, was du sagst? Den noch gut herholen und dann? War nicht halb? Mal ein paar Menschen taub, waren dann noch nicht halb? Dann mit der Gemeinde, waren dann noch nicht halb? Der nur Lebensschein, so gut. So, Tim, hier so mal das lang denken. Wenn die Bruder sich gegen die versündigt, dann gehen und holen den Sinn fair zwischen den und Leuten. Wenn er die nicht horcht, dann hast du die, wenn er nur die horcht, dann hast du den Bruder gewonnen. Okay? So, das erste Ding ist, Sinn macht Sinn halten. Du kannst nicht erst dem Sinn verholen und dort verschmieren. Dort merkt nicht Sinn. Also, für mich, der erste Ding, was Jesus uns hier lehrt, ist Sinn und immer wir uns dort behandeln. Nicht dort proben mit so, na, vielleicht wird das auch so schlimm. Das ist bloß schlimm, das ist Sinn. Aber dort hielt sich so einfach, dass wenn du nur die horcht, dann hast du den Bruder gewonnen. Was hast du gehorcht? Weiß wir das alle oder weiß wir das nicht? Vielleicht nicht. Ne? Okay, dann mal wieder lesen. Vers 16 sagt, wenn er aber nicht nur die horcht, dann nimm noch einen oder zwei mit die, so dass 2 oder 3 mit Erzeugnis hängen die Stunden. Wenn er dann noch nicht horcht, dann nimm die Sache für die Gemeinde. Wenn er sich auch von der Gemeinde nicht sein lässt, dann hol ihm für einen Sünder in aus ein Taxkleid. Haft die, wer immer du nu in dieser Geschichte unachte sieht, als von der Sinn, haft die Vergebung gekriegt, wenn die Zweig den aus dem Sinn an Tagskleid hat. Nee, der haft nicht. Okay? So, das ist das erste Ding, was wir sollen bewusst sein.
Vergebung ist ab 1,17 nicht passiert. Du hast einen Utfang, aber du hast nicht Vergebung vollkommen geworden. So dass ich das verstehe, dann einmal, als dort wir haben uns versündigt, und dann wollen wir darüber reden, und dann wollen wir sein, als du die Buße hast, und Vergebung. Und dort nicht schafft, Zeugen mitnehmen, reden davon, aber am Ziel von Buße und Vergebung. Dann, wenn das dann noch nicht schafft, dann soll die Gemeinde das versagt nehmen. Und wenn die nicht Buße hat, was soll dann passieren? Dann soll die nicht vergeben werden. Das ist bestimmt von all von Ihnen das erste Mal, was Sie hören von uns nicht vergeben. Ne? Ich bin sicher auch einer von denen. Mir rückst Vergebung wörtlich deut, wenn ich mich nennen lud, dort, ich soll nicht vergeben. Das ist eine Stelle, wo ich noch nicht fertig gewesen bin. Aber ich will mir lernen, die Bibel unbedingt als eine Wahrheit zu nehmen. Wenn ich so wieder lese, im Vers 18, dann habe ich diesen Vers, was so fertig, nur meiner Meinung nach arg angewandt ist. Vers 18 sagt, ich sage Ihnen die Wahrheit, alles, was ihr auf der Erde bringen wollen, wird auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf der Erde lösen, wird auch im Himmel gelöst sein. Und ich sage Ihnen auch das, wenn zwei von Ihnen sich auf der Erde einig waren, um was zu beten, dann wird mein Vater im Himmel Ihnen dort geben. Weil wenn 2 oder 3 an meinen Namen taub gekommen sind, dann sehe ich mit dem Mund an. Nu, wo wir all den ewigen Kapitel uns mit beschäftigt haben, wer will mir sagen, von was du redest? Was bringen und was lösen? Was wird in den Himmel gebunden oder abgebunden sein? Okay? Weil wir doch gerade, was du jetzt, was muss ich sagen, nur, wenn diese Vergebung nicht möglich ist, dann ist das auch nicht. Da wird auch Sinn mehr, nicht? Jesus hat uns so ein Rezept gegeben von 3 Stufen von Vergebung, da dort allein, da dort mit dem Taub, da dort mit der Gemeinde. Und einmal weiter, hängt an, sagt Jesus, du, wenn der horcht, dann hast du ihn gewonnen. Und dann aber im Vers 17, wenn der für die Gemeinde steht, mit seinen Sinn, und der da noch nicht seinen Sinn ansieht, dann sagt bloß, du bist nicht beziert. Wenn das so passiert ist. Sinn ist Verdacht gekommen, aber der Sinn ist nicht Buße getan worden. Und das ist ein Ding, was wir als Christen sollen so viel ernst nehmen. Wir haben Sinn manchmal und das Schuld. Sinn ist aber der Trouble nicht am großen Fall hier zwischen uns. Der Sinn ist für Ewigkeit. Wie wollen Menschen zur Buße kriegen? Nicht wie, ich du, das ist so schuld. Wie wollen Menschen zur Buße kriegen, weil die Ewigkeit ist so lang zum verdammt sein. Vergebung ist so ein glückliches Wort, mang uns geworden, dort wir nicht gewandt sind, von Ewigkeit zu reden, wenn wir reden von Vergebung. Und ich stehe da wirklich zu, dass ich sie einer von denen, wo so viel ein bisschen gedacht habe, und ja, wir wollen uns einig werden, ich will ja doch mit die Tag fertig werden. Das ist nicht, wo wir sollen unseren Sinn checken. Wenn wir unseren Sinn checken, dann sollen wir unbedingt die Ewigkeit in Betracht nehmen. Wenn wir diesen Text wieder mitnehmen, dann haben wir diesen Brief Petrus, der sagt uns dort, wie viel Mal soll ich vergeben. Und hier ist der, muss sagen, der Trick oder
dort, wo wir vielleicht nicht haben mitgenommen. Wer will diese lesen? Matthäus 18, von Vers 21 bis 22. Matthäus 18, Vers 21 und 22. Dan kwam Petrus op en zei, Herr, wofür moet ik mijn broeder vergeven? Want hij zich om mij verzendig. Riek 7 tau. Jezus zei te hem, ik zei die, nicht mo 7 aber 70 7. Sehr gut. So, den Vers, den kennen wir, nicht? Den haben wir fertig gehört. Bloß vergeben, nicht? Aber wenn wir den im Kontext nehmen von Vergebung, so wie wir dort becheckt haben, dann muss wir dort durchaus und da so viel mehr mit Vergebung aus, was wir ursprünglich dachten. So, wir wollen uns jetzt hier so einmal ein bisschen taubfühlen und denken an Vergebung. Uns fehlt unbedingt ein Beispiel, dass wir wollen dort reich begreifen. So, wenn wir wollen Sinn in Vergebung verstehen, dann müssen wir erst weiten, am ersten Fall Sinn als je Gott. Der erste Punkt, was wir uns sollen fragen, wenn wir uns aber erst uneinig geworden sind, als sie hat bloß nichts und lag dort nicht, weil der haben mir im Stuhl nicht bereust. Oder ist das ein Sinn, was bei Gott Verdammnis erlangt? Und das sind zwei so eine verschiedene Dinge. So, ich weiß dort, wir haben in Deutschland interessante Menschen auf der Welt, die sich wollen eine christliche Relation verdorben, wenn so Sachen. Und dann begreifen wir uns nicht mehr, und dann gehen wir uns in den Stich und all das so. Aber wenn wir mal abrechtig sein und sagen, okay, du musst wie unbedingt dort aufwählen zwischen, ist bloß meine Meinung, sehe ich bloß einkopfig, oder ist das mit Sinn zu tun? Kommt das bei Gott unter die Kategorie Sinn? So, erste Ding ist, der Sinn, der zu vergeben fehlt und muss, das ist all das, was für Gott im Gräuel ist. All das, was bei Gott artig ist. Zweiter Punkt, was ich würde sagen, was wir wollen unbedingt bewusst sein, ist, Sinn ist so, was wir selbst nicht gut mehr können. Nicht gut mehr. Okay? So, hier würden wir weiter Beispiel nehmen, zum Beispiel, wir sind uns every Monday, warum uns Adress nehmen. Wir deuten nur so Vanjos abgeben. Und ich sage, der kann so zu holen, der Eid muss so und so. Und dann, nur weil wir anderen, wir doch nicht gehen so, und ich sage, wir brauchen nicht zu sein, ich wir arg. Das hat nichts mit Sinn zu tun. Das hat zu tun mit, wir waren so viele Monate sein, dass einer da kann tauschen, der hat das arg zu holen, und der andere sagt, das ist okay, wir wollen das abfixen. Das ist nicht Kategorie Sinn. Dort ging alle abzufixen. Der wollte ja durchzubringen, die eine Flasche zu spüren, hat nichts mit Sinn zu tun. Lehen, stehlen und all diese Dinge, das sind alles so eine Dinge, die Kategorie sind, und die kann ich nicht gut mehr. Du kannst dort niemals zurückwechseln, wenn du die besuchen hast und die Kind verdammt im besuchten Zustand. Gerade noch, wo Leute die dort hätten, was ich schon mal abfixen kann. Das sind. Merkt dort sein, dort einer ist bloß, wie man uns annehmen, und der andere ist, das schafft nicht gut mehr. Und das braucht die Not. Der dritte Ding, was ich unbedingt will, dass wir weiten von Sinn, ist, das bringt Trennung zwischen Mensch, aber ganz besonders Gott. Okay? Das sind Dinge, die angehen, die niemals soll angehen, und das soll eine Trennung geben. Und hier will ich ein bisschen weg ableiten. Keiner von uns als Christen sollen erst in den Leonenstall, bloß mal sein, in ein Haus,
wo Sinn herrscht, du sollst wie nicht mit Vergebung überfordern und sagen, hier passiert nichts, was schlimm ist. Das ist nicht die Lösung. Wo Sinn ist, geht das neu. Wie Menschen sind von Gott getrennt, vom Garten Eden her, wegen Sinn. Mang uns Menschen soll Trennung passieren, wenn Sinn da ist. Ran von du, wo Sinn ist. Und da die nicht, dass man noch so vergeben und leben und all diese Dinge. Ich weiß dort, wir haben alle einmal in der Lehre geschafft, aber die Lösung ist nicht, Sinn tote da mit einer Tag, wo wir heuchlerisch Vergebung nehmen. Sinn merkt Dinge zwei und das ist okay, das ist fein, ran. Sei dort, die du futjamst. Nicht die zwei Leute. Von Erswem wer sich gehen, die versündigt. Wenn wir diese drei Prinzipien mitnehmen, dann ist es unmöglich, die zu verwechseln mit Verdrehung und anderen. Nicht? Wenn wir diese drei Dinge mitnehmen, dann wollen wir ganz unbedingt, dass das nichts zu tun mit, nimmt einer den anderen an. Dann hat das zu tun mit, kriegt das jeder. Sinn merkt das neu. Und das ist okay. Wenn wir die drei Prinzipien mitgenommen haben, dann fehlt uns aber auch noch ganz fast klarzustellen, dass unsere Vergebung als bloß ein Schattenbild von Gott sehen. Ja? Also, wir vergeben, was hat man einfach mit dem V geschrieben? Vergebung. Unsere Vergebung ist bloß ein Bild von Gott sehen. Also, Gott als uns Verbild. Und dann würde vielleicht für Jünd und für mich gesund sein, mal ein Haus fahren und dann um Freischicht oder Ferien und mal eine Less abschreiben für ihren Salz. Wo sieht Gott seine Vergebung? Was muss alles passieren, was ich bei Gott Vergebung erlange? Und hier fing ich dort sehr welche Dinge. Wie zum unsere Vergebung unserer Menschen sind abhängig von Jesus sein Opfer. Dort ist für mich, wenn das so close right merken, von Frischen so viel wird geworden. Stellt ihr denn das lernen, dort Gott und du, hier sind versöhnt worden durch Buße und Gnade. Dort diese Menschen sich versöhnen können, über Sinn, so wie hier haben angeschrieben, das geht nicht gut mehr. Stimmt doch nicht. Das schafft nicht trägt zu wechseln. Wenn wir dann sagen, ich vergebe dich, dann leihen wir uns Vergebung auf das Gnadensopfer, was Jesus getan hat für den Mann. Dann sagen wir, okay, du hast deine Sachen mal Gott gestellt und das ist mir gut. Du siehst mir auch verstanden. Dann nehmen wir an, dass das, wer immer das ist, der hat hier mit Gott Versöhnung gekriegt durch Jesus. Wenn das der einzige Weg Vergebung zu erlangen. Dann sage ich, okay, du hast deine Sendung Gott gebracht, wenn du es der Unmut das Schlimmste. Gott hat dich vergeben, so ich war Gott sein Vorbild nur wohnen sei, du warst vergeben. Dort ist ein großes Ding für uns. Vergebung ist gegründet auf Jesus sein Opfer. Keine Vergebung zwischen mir und dir ist möglich, ohne Jesus sein Opfer annehmen. Keine Vergebung auf dieser Erde, was jemals vollkommen war, wenn wir nicht waren, Jesus sein Opfer annehmen uns, wenn Jesus die vergibt hat, weil ich die auch vergebe. An der Vergebung fing ich dann aber noch Nummer 3, eine Restauration, also eine Wiederherstellung. Okay.
Vergebung hat dann noch mit einer frischen Abbührung zu tun, eine Restauration. Und Gott hat uns Vorbild, zwei, wir rühren ab Jesus sein Werk am Vergebung hantieren. Und an Punkt 3 hat das mit zu tun mit einer Wiederstellung, mit wie wollen Dinge sein, frisch abzufixen, so es der vorher wird. Und dort, weil wir uns noch einmal Petrus in wir lesen in Matthäus 18, Vers 21 und 22. Ja, mal du willst gerade hier lesen. Danten Petrus haben sie haar, wofür man ihnen würde vergeben, wann er sich an mich besinnigt. Riech 7 und tau, Jesus seht an. Ich sei nicht nur 7 Mal, aber 7 ich mal 7 Mal. So gut. So du hast ihn dann, ich würde mir wollen zu sagen, dort waren die erst nicht vergeben, der kann sich zum zweiten Mal nicht in die versinnen. Also Petrus in Rezept schafft bloß, der hat sich versinnt, dann hast du ihn vergeben, dann sei er der Freund. Und dann versinnt sich weiter, dann sei er nicht Freund. Dann vergibst du weiter, dann bist du der Freund. Also die simple Logik nur Jesus und Petrus speziell als Vergebung merkt, denken er so viel Geld, dort als er sich weiter kann, je in die versinnen. So, hier ist dann die praktische Frau. Ich weiß, wenn wir uns alle Frauen, was wir Hand abheben, als du nach Hause wärst, wenn du nicht vergift hast. Und wie abrechtig werden, dann haben wir alles das auch nicht. Keiner von uns lebt in einer Welt, wo Menschen sich nicht gegenseitig versinnen. Die Frau ist, go wie du, gesund mir an. Die Frau ist, sie ist reich an meine Handlung, und das im Fall oder sie ist bloß einkopfig. Ich frage mich selbst, die Frau, wenn in meinem Leben sind Menschen, mit wem ich nicht kann, Gemeinschaft leben. Und ich frage mich abrechtig, die Frau, sie ist einkopfig, sie ist mich zu groß, erst wat proben terug abzubühen. Und ich will nicht mich hier so tun, ich weiß alles von Vergebung und ich komme nicht so gut nur. Ich will der Tausch tun, dass das ein Thema, was mich deep berührt hat. Du bleibst die Frau Eva, wo schafft dort Reit sein zum Vergeben? Oder was ist der Unterschied zwischen Reit sein zum Vergeben und alle vergeben haben? Und ich glaube, du sollst unbedingt Gott sein Beispiel noch folgen. So, wann Sinn passiert das? Und ich mit Menschen nicht mehr taub sein, wen Sinn? Was durch dann den Titel von was der Sinn passiert ist, was entweder wir uns vergift haben oder weit gestorben sind. Du hast einen großen Klumpen Bitternis, großen Klumpen Gerem, du hast einen großen Klumpen all das Ekelige, was an uns Leben so viel angeht, wie an Vergebnis. Ich kann verstehen, dass, weil ich am Anfang sehe, dass die Mods vergeben, wenn man nicht dann, wo Gott die nicht vergeben. Ich kann verstehen, wo so Menschen so sein. Weil du sind so viele Menschen, die weiherum worden sind. Und die haben so ein betteres Haus an sich, dass die das ganze ewige Leben sich verdorben, wenn es wir haben, wie mal weiherum. Und ich finde, dass das eine jährliche Frau für uns Christen von der. Wenn wir zwei Menschen hier haben wollen, ich war hier mal, sind zwei Männer haben mal, naja, sehr rassista. So, hier sind zwei Menschen, und dann ist hier zwischen, was Schlechtes passiert.
was wir unbedingt wollen als Sinn beschrieben. Wenn man noch nicht Sinn ist, dann soll ich den bloß verdrehen. Dann hat er eine Ruptur gegeben, was ganz die Relation hineinmerkt. Und wenn wir mal den Sinn nach welchen Namen geben, als auf den Kolf gestohlen, mit geschlachten abgejäten, und der steht dort nicht zu. Ich weiß nicht, ob so oder so hier bei uns geben, aber das können wir mal. Das kann verschiedene Dinge. Und dann wird ich, und das sieht, mir das Leben verdorben, und der hat mir so schlechtes getan. Mir lebe mein ewiges Leben in Bitternis und in Vertwiebel, wegen, oh, alle Menschen sind so schlecht zu mir. Was kann wir damit tun, omdat wir biblisch gesund sind an dem Fall? Weil er ja mir muss sagen, wenn er ja nicht seine Sinn tauscht, würde ich das dann, dass ich mich nicht verbessere, in mein Leben verbringt mehr an der Situation. Ja, was heißt das? Hä? Reisen zu vergeben? Was hat das noch für nun? Reisen zu vergeben. Ich lese mal ein stolzer Träg von einem ganz niegeborenen Christ. Ein Spruch, was mich so deut beeindruckt. Da hat sich bekehrt, und dann seine Schwiegereltern stellten sich grülich Saddam ab zu dem. Und dann frage ich den, was ist das dann? Und dann sagt er, jeder Tag so mal ein Stück ab, und dann bete ich für dich, und die sind du weg wie. Und du Dinge in deinem Leben sind, wo du sagst, weiter durch Unvergebenheit, durch Schweinerei, was nicht abgefixt ist, wenn keiner will Sinn tauscht. Da fing ich, dass das Einzige, was uns was gesund hält, ist Bewusstsein, dass wir auch Vergebung gekriegt. Der einzige Weg, der Ring uns einzige Weg, wo ich fing, dass ich nicht war an Bitternis und an diese sehr, sehr ekelige Groß, mich verbistern von Unvergebenheit, ist, wenn ich aus dem habe, mit wem ich nicht mal Kontakt komme, wenn wir sind, als Zwischen gekommen. Dann will ich mich nicht graut tun, mit sagen, ich sehe die Christen, das ist der Nicht-Christ, ich sehe die Fernen, das ist der Dame. Dann will ich mich demütigen bei dem Punkt, wo ich kann sagen, wow, ich wünsche, du kannst dort finden, was ich gefunden habe. Ich wünsche, du kannst bei dem Punkt kommen, wo du wirst deine Sinn haben, wie Gott aufgeben, nicht bei mir. Und dass du wirst bei Gott Vergebung erlangen. Und dann werden du wieder Kompass sein. Weil wir haben jetzt gelernt, dass die Vergebung kommt bloß Wirklichkeit war. Alles Pies de Christo. Vergebung schafft zwischen uns und zwischen Gott bloß. Und ja, die Gnade von Jesus Christus. Und wir dann trägen, nur diese Geschichte von diesem dritten Mann, wo du ein Teil vergeft hat, gekriegt. Und dann geht er raus, und was passiert dann? Der fängt erst an, wer den auch schuldig wird. Wieso wird er so gewollt? Und hat ja einen Garten zu holen und schadet ihn und sei betrullen. Alles wer weiten? Der will anfangen zu bühren, das stimmt. Aber wieso würde so wenig überlegt haben, zum sein Match nach einer Wahrheit zu holen? Der hat vergeben, der hat Vergebung gekriegt. Oder nicht vergeben, der will es nicht so haben. Oder was immer. Ich will uns abrufen, wenn wir denken um Vergebung, das ganz erste Ding,
was du und ich sollen andenken, als ich sie ein Sünder. Und ich habe genug gefunden. Wenn wir losfahren am Christenleben mit dem Prinzip, ganz klar, ich sie ein Sünder und ich habe Jesus genug gefunden, dann wird sich all der halbe Trouble lösen. Wenn Unvergebenheit hat zu tun mit Großtum, das hat zu tun mit Stolz sein, über was für ein Mensch ich sehe, und ich brauche die nicht vergeben, du bist ja doch so ein Schlechter. Und ich fing mich selbst an das, und dann sage ich, okay, wenn ich will mit Vergebung reich handeln, das erste Ding, was ich muss haben, ist dein Mut, zum sagen, ich sehe einen Sünder. Und ich komme kalt bei das, was ich bei Gott sagen will. Und ich habe bloß Vergebung erlangt, wenn Jesus mir die gegeben hat. Wenn wir dort wollen uns zu warten prägen, dann wird Vergebung viel leichter schaffen. Dann wollen wir rückgehen und dann wollen wir einen Matchknecht finden, wo der Sinn versunken ist. Und dann wollen wir ihn anführen und sagen, hey komm, wir müssen nach Gott gehen, der kann den Trouble auch fixen. Und der andere sieht, wir nicht heucheln. Weil wir Sinn nach. Und wenn wir uns nicht durch gewissen Pläuen luten, über Unvergebenheit, wenn Buße nicht passiert ist. Wenn wir uns träge abrauchen, nur Matthäus 18, von Vers 15 bis Vers 17, dann weiß wir ganz genau, dass die Kirche, Jesus in Körper hat eine Abgabe gekriegt, nicht zu vergeben. Wenn er einen Sinn lebt, Schweinerei trifft, niemals dort Gott halten, was du Buße passiert ist. Nie nicht. Ich würde dort so weit nehmen, als was ihr dort wollt, aber solange du nicht in Tausch tun hast, von ich habe gesündigt, soll die Kirche niemals dort Gott halten. Dort sagt uns du so, erst gut haben, wenn du Sinn passiert ist, und red sein, als du über Hand kriegst. Wenn nicht, dann nimm noch ein mit und fing ut, als du ein Mensch raten kannst. Wenn nicht, dann bring dort Pfarrer Kirche. Wenn Buße nicht passiert, dann soll Vergebung nicht passieren. Así de fácil. Ich habe ein Stützchen Träg. Eine Spazier mit Mann, wo du am Zentrum in Cuauhtémoc viel geschafft hast. Der Mann ist seit 2, im Sinne von Video, was Sinn bringt, sein. Und ein von den ganz geradsten Video, was Christentum von der ersten Tag hat, ist, Männer nicht in Gefängnis stoppen, was Jüngern früher nicht durchlaufen. Dann wird du in der Tag übergespreit und Vergebung gegeben, und dass du wahre Buße und wahre Versöhnung mit Gott passiert. Und dann schickt wir Menschen in den Haus an und wir weiten dort aus der Halle in der Tag. Und das wird alle tun im Namen von Christus. Warum muss genug sein? Zum ersten Tauschstunden, ich sehe einen Sünder und ich habe Not gefunden. Warum wir Christ genug sein, zum Sünder. Und Sinn so lange Sinn an, was Buße getan ist, oder doch bleibt Sinn. Aber nicht auf das Meer. Hamas. Mag Gott uns genug schenken, dass wir wollen diese Vergebung erleben, was Gott uns geben will. Damit kriegen dadurch, wenn wir auch bloß Menschen, die durch Jesus in die Not vergeben sein werden. Aber dann werden wir auch Gott beten, dass er uns was morgen genug, früh genug, Luten abstehen und sagen, okay, wir wollen unterscheiden. Ich soll die annehmen, mit all diesen Sätzen, chill, ich will mit die Tucken im Himmel. Und wenn das in der Kategorie Sinn fällt, dann wollen wir das erst klären, wenn nicht, dann wird das nicht Vergebung passieren. Wenn das, was die Bibel von uns verlangt. Wir beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für deine Vergebung. Wir beten von dir, dass du uns wirst halten, demütig zu sein, im Sinne, dass wir dort tauschen, dass wir bloß Vergebung haben können erlangen, wenn Jesus
für uns dort Opfer gewast ist. Wir werden auch, dass die uns was Klarheit genug schenken, dass wir können unterscheiden zwischen die Dinge, wo wir bloß verschieden denken und uns annehmen, und die Dinge, wo Sinn sind und uns trauen. Wir werden, dass wir einen Beruf genug sind, zum Sinn an, und Vergebung immer weiter nur streben, aber bloß wann wo es passiert ist. Wir werden, dass die Wellen noch uns wirklich Ohr in Jesus Namen. Amen.